Hallo zusammen, du hast den Glitus von Crown Crew. Ihr seht hier ein kleines Free-for-All wieder mal auf Village. Und ihr könnt dreimal raten, was ich für Endscore habe. Jetzt das Arschloch hier im Ecke. Klar, der ist gerade in der Kapelle innen gespawnt. Also kann man sich ja schon mal in die Ecke zurückziehen. Aber wenn man dann so futzdumm ist und dort einfach sitzen bleibt und meint, man wird nicht abkassiert, wird man auch noch das zweites Mal verwünscht. Den Typ habe ich glaube ich auch schon online angetroffen, der Ron Jambo, ist auch mal ein Schweizer und definitiv ein richtig Lady Camper Fotzen, Mann. Ich habe mir eigentlich in letzter Zeit angewöhnt, vielleicht nicht mehr so viel die sich anzufluchen und da habe ich mir dann nur eine Message geschickt auf Xbox Live, merci fürs Campen. Und ja, seine Antwort war dann, wieso, merci, kannst froh sein, ich habe dich nicht fertig gemacht, Zwinker-Smiley. Da fick ich ihn gerade nochmal. Und ja, ich habe mir dann einfach eben geschrieben, dass ich mich ein bisschen probiere zusammenzunehmen und nicht jedem sagen oder schreiben, er sei ein verdammter Arschloch. Wenn er am Campen ist, das ist zwar immer noch mein Eindruck, aber wie gesagt, man muss ja den Leuten nicht gerade immer so zu spüren geben, dass man sie saudumm findet, sondern kann das auch ein bisschen auf eine dezentere Art und Weise machen. Anyway, ich schleiche jetzt hier ein bisschen in diesen Höhlen rum, wie ich gemeint habe, hören jemanden. Das Gameplay habe ich irgendwie vom Freitag auf den Samstag um 4:30 Uhr am Morgen gemacht. Und ich kann euch eins versichern, Jungs, wenn ihr aussieht, auf Booster zu verwünschen, Camper zu sehen, dann spielt einfach zwischen Mitternacht und den Morgenstunden. Weil dann können die Siechen aus ihren Scheisslöchern krochen wie hohe Maden. Und ja, man trifft Booster, man trifft schäbige Camper-Fotzen. Ihr könnt schauen hier am Ende vom Gameplay das Resultat, wie viele Kills die gemacht haben. Und das ist ein schöner Indikator, dass sie primär in der Ecke gehockt sind. So wie der hier, der Mongo ist hier noch mehrmals anzutreffen. Einer verwünscht mich leider sogar, weil ich lieber hastet bin durchgesäckelt. Naja, bezüglich Kill Point Streaks habe ich mal etwas anderes ausprobiert als die zwei Helis. Habe mit dem Predator und dem Precision Airstrike mal ein bisschen Spass haben und ja, das ist ganz in Ordnung. Ich habe glaube ich ein paar Kills gemacht, der Airstrike, was ich voll okay finde, weil häufig macht er gar keine. Und darum kann man sich hier glücklich schätzen. Gut, yeah, nochmal einen kleinen Doppelten, der Ron Champo nochmal, Camp Vlog. Dann noch eine kleine Information an euch, und zwar kommt das relativ spät leider, aber ich denke, besser spät als gar nie. Heute oben, Schweizer Zeit, am 9. läuft Call of the Community 2. Ich weiss nicht, ob noch das ein Begriff ist. Wenn es 2 gibt, hat es ja sicher schon mal ein 1 gegeben. Da hat er richtig nachgedacht. Die Sache ist die, viele grosse Kommentatoren werden das mal ist in Search and Destroy und Capture the Flag gegeneinander antreten. Und wer sich vielleicht ein bisschen in der Szene auskennt, dann werden die Namen auch etwas sagen. Es gibt dann mehrere Teams. Zum genau sein ist es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ich lese nur gerade ein paar hier vor. Der Team Martin ist dabei, der Markov J, der Ronaldinho ist dabei. Wir haben den Vigstar, der Bob Blabla, der Whiteboy 7th Street, der C-Nanner, Sandy Ravage, der Brad, der Syndicate, Steve Schwind, wie er auch heisst, ein paar Jungs von Optik, der Goldglove ist dabei, dann haben wir noch, wer haben wir da noch bekannt? Der Sir Grace natürlich, nicht vergessen, Hastro ist dabei, der Ghost ist dabei, der Gold ist dabei, X-Jaws, Fearcrats, RJ34, Jericho, also ja, das ist jetzt glaube ich fast ein Drittel von den Leuten gewesen. Es gibt dann immer einen Captain und so und dann gibt es glaube ich auch einen MLG Pro, also die das ein bisschen professioneller machen. Wo ich die Infos her habe, ist callofthecommunity.com. Und ich werde es dann auch in die Beschreibung tun, den Link könnt ihr euch mal reinziehen. Auch oben drauf sieht man dann den Livestream, der Thirst Relief. Wenn man dort draufklickt, bekommt man so ein bisschen Infos, um was es geht. Es gibt auch schon eine Möglichkeit, ein bisschen Geld zu spenden. Und dann unter Brackets ist eigentlich das, was ich vorgelesen habe. Dort sieht man auch die verschiedenen Teams, Rules sind die Regeln, aber auch das, wer macht da überhaupt was. Eric, der Aviator, das ist der es organisiert hat, ja genau.
Und ja, man kann sich dann für das COG 3, der Name ist ein bisschen unglücklich, aber ein Call of the Community kann man nicht anders abkürzen. Oder mal? COG, ja. Anyway, also bleiben wir bei COG, und bei COG 3 kann man sich dort gerade anmelden, aber ich denke, es lohnt sich kaum, weil es müssen schon Leute sein mit einem gewissen Namen und man muss schon auch richtig gut sein, nicht nur so durchschnittlich. Und dann kann man dort vielleicht teilnehmen. Lange Rede, kurzer Sinn. Heute Abend, wie gesagt, um 9 Uhr läuft das. Und es wäre geil, wenn der eine oder andere würde einschalten würde. Weil die Sache ist die, es ist wie überall bei den Videos bei YouTube, gibt es auch für Klicks, gibt es ein bisschen Geld. Und jeder, der somit eigentlich den Livestream einwählt, anwählt, sich anschaut, der trägt auch schon etwas dazu bei, auch wenn man nicht gerade selber etwas spenden, aber durch seine Präsenz wird Geld generiert. Darum, wenn ihr heute Abend um 9 Uhr noch nicht voll busy seid, könnt ihr auch mal kurz reinschauen. Ich denke, es wird interessant, es sind so viele gute Spieler dort dabei. Man sieht mal, wie die Spieler im Team funktionieren, weil zum Beispiel gerade der Mark of J, er ist ja einer, der klar zwischendurch mit seinen Kollegen zockt, aber sonst primär solo unterwegs ist. Und so sieht man mal, wie die hier klarkommen. Klar wird es in den folgenden Tagen mehrere Replays geben aus den verschiedenen Perspektiven. Jeder nimmt das ja noch für sich selber auf von den Kommentatoren. Aber ja, zieht nach rein, finde es eine gute Sache, finde es geil, dass so etwas gemacht wird, um ein bisschen Geld zu sammeln. Und ja, da ist noch eine schöne Airstrike Predator Combo in der Killcam. Zieht nach jetzt gerade die Nummer rein. Und wenn der Ron Chambo online mal gesehen, könnt ihr mir einen schönen Gruß von Crown Crew ausrichten. Er soll doch nicht mehr so campen, der Trottel. Anyway, hoffentlich Spass gemacht und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut.